Salut miteinander, ich bin der Tombo und im heutigen Video würde ich gerne der Frage nachgehen, ob Vegetarismus von einem ethischen Standpunkt her eine genügende Alternative ist zum Fleischkonsum. In meinem letzten Video habe ich mich ja ausschließlich auf die Fleischindustrie fokussiert und die Ethik davon ein bisschen hinterfragt. Der Teil vom Veganismus ist wahrscheinlich für die meisten Leute noch relativ nachvollziehbar, weil man ja ganz klar eine Verbindung machen kann zwischen dem Tod vom Tier und dem Fleisch. Wenn man von einem ethischen Standpunkt aus also persönlich nicht das Tier umbringen kann, langt es ja eigentlich, wenn man ein Tier nicht umbringt, das heisst auf Fleisch verzichtet und dann wird man ethisch handeln, oder? Ich meine, Hühner legen ja so oder so Eier und eine Kuh muss auch nicht sterben, dass Milch produziert wird. Ich habe bis vor 2,5 Jahren es genau Gleiche gedacht und mir gesagt, leck, Veganer sind so mühsam. Ich meine, stört sich Kuh wirklich, wenn man ihr ein bisschen Milch anzapft und sie als Gegenleistung dafür ein Dach über dem Kopf und Futter bekommt. Aber die Realität von dem Ganzen ist leider heutzutage schon wirklich nicht mehr so. Durch steuersubventioniertes Marketing ist die Eierproduktion und die Milchproduktion relativ sehr schön geredet worden für die Öffentlichkeit. Heute wäre ich sogar fast so weit zu sagen, dass die Milchindustrie und die Eierindustrie schlimmer ist für das Tier selber wie die Fleischindustrie. Also schauen wir doch mal ein paar von diesen Problemen an und werfen ein bisschen Licht hinter die Kulissen. Eine gute Schweizer Mahlzeit besteht ja aus einer Stärkebeilage, einem Stück Fleisch und dann vielleicht noch ein bisschen Gemüse. Wenn man jetzt vegetarisch sein will, muss man das Fleisch weglassen. Das heisst, man braucht da irgendwie eine andere Quelle, von der man sein Protein bekommt. Und um die immer noch bekannteste Proteinquelle Fleisch zu ersetzen, greift da der Schweizer oder die Schweizerin sehr gern zum Nationalprodukt Käse. Gibt es überall, ist verglichen zum Fleisch sogar noch ein bisschen billiger und es hat auch Protein drin. Zuerst mal da aber schon ein Grundproblem mit Käse. Die gängigsten Schweizer Käse, wie zum Beispiel Gruyère, haben alle Lab drin. Lab wird zur Koagulation, das heisst zu der Verfestigung des Käse in der Käseproduktion verwendet. Nebst dem, dass es nicht wirklich ein sehr schönes Wort ist, beschreibt es auch eher etwas Unappetitliches. Lab ist eine Mischung von Enzymen, die im Magen von Wiederkäuern hergestellt wird. Also in anderen Worten ist es eigentlich Magensaft von Kälbern. Um ein Lab, also den Magensaft vom Kalb zu gewinnen, muss man ja Zugriff auf den Magen haben und da hat man nicht allzu viele Möglichkeiten, wie ein Kalb zuerst umbringen und dann den Magen rausnehmen und somit auch den Magensaft. Ihr seht also, dass die meisten Schweizer Hartkäse überhaupt gar keine vegetarische Option sind. Trotzdem wird aber in einem Restaurant eine Rösti, die mit Gruyère überbacken ist, als vegetarische Option angepriesen. Mit dem will ich natürlich nicht sagen, dass Restaurants irgendwie böswillig handeln, sondern es zeigt einfach, wie sogar Restaurants und Köche, die eigentlich das Essen kennen sollten, sich nicht genau bewusst sind, dass es im Käse Lab hat und somit Käse überhaupt gar keine vegetarische Option ist. Natürlich gibt es auch ganz viel Käse, die gar kein Lab enthalten. Aber der Käse enthält dann immer noch Milch. Und zum allergrößten Teil besteht Käse in der Schweiz aus Kuhmilch. Und wie schon gesagt, es muss ja keine Kuh sterben, dass man Milch überkommt. Also wo ist denn das Problem? Zuerst mal da eine kurze, peinliche Beichte. Ich habe bis ich etwa 20 war gemeint, dass eine Kuh, also eine Milchkuh, einfach die ganze Zeit Milch hat. Einfach so, von Natur aus. Ich habe einfach immer das Bild von den grasenden Kühen auf den Schweizer Alpen im Kopf gehabt, mit vollen Eutern und habe mir gedacht, ja, eine Kuh, die gibt einfach immer Milch. Ich habe dann aber vor über 3 Jahren ein Buch gelesen, das heisst «Sapiens» von Yuval Harari, übrigens sehr empfehlenswert, wo mir die Vorstellung von Milchkühen endlich mal ein bisschen gebrochen hat. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, wieso bin ich so blöd gewesen, um nicht selber auf das zu kommen. Eine Kuh ist ja ein Säugetier, genau wie der Mensch. Und wenn hat denn eine menschliche Frau Milch? Wohl auch nicht konstant von der Pubertät bis in die Menopause hinein, sondern halt eben auch genau nur, nachdem sie schwanger war, weil ein Baby ja die Milch braucht. Eine Kuh ist da nicht anders, so wie alle anderen Säugetiere auch nicht wirklich anders sind. Sie produziert Milch, nachdem sie geboren hat, um ihr Junge zu versorgen. Weil der Junge, der Kalb, braucht Milch zum Überleben. Zum Milch bekommen braucht man also ein Kalb. Und das möglichst häufig, weil man will, dass ja die Kuh konstant Milch gibt, weil man so den Profit vergrößern. Aus dem Grund werden die Schweizer Milchkühe jedes Jahr meistens künstlich befruchtet. Und da jetzt mal kurz ein Cut. Lasst euch die Information ganz kurz durch den Kopf gehen. Jedes Jahr wird eine Kuh geschwängert, künstlich geschwängert meistens sogar, weil der Bauer will, dass sie ein Kalb und folgend auch die Milch produziert. Wenn man sagt, dass Tiere heutzutage als Maschine genutzt werden, finde ich das so ein treffendes Beispiel. Aber gut, die Kuh ist jetzt schwanger, gebärt das Kalb und dann, wir werden die Kuhmilch in Kartonboxen füllen und verkaufen und sicher nicht einem Kalb geben. Darum wird das Kalb nach der Geburt, da ist stretchens nur 48 Stunden, nachdem es geboren worden ist, von der Mutter getrennt, damit der Bauer uneingeschränkt den Zugang zu der Mutter an die Zitzen haben kann. Ein Kalb wird dann entweder mit anderen Kälbern gehalten oder, was in der Schweiz weiterhin legal ist,
in so einem kleinen Container gehalten. Und weil die Tierwolle in der Schweiz ja so groß geschrieben ist, wird als Anforderung an die 1 Quadratmeter grossen Boxen gestellt, dass ein Kalb, das drinnen ist, Blickkontakt zu Artgenossen hat. Du mal! Und das richtig Perverse an dieser ganzen Sache finde ich persönlich, dass ein Kalb dann nachher nicht mit der Muttermilch, sondern mit einem Milchpulver, das mit Wasser angerührt wird, gefüttert wird. Die Milch, auf die ein Kalb eigentlich ein natürliches Anrecht hat, landet dann in unserem Müsli. Durch die frühe Trennung zwischen Mutter und Kalb entwickeln Kälber ganz oft Verhaltensstörungen. Wenn sie untereinander sind, fangen sie zum Beispiel an, sich gegenseitig an den Ohren oder an den Schwänzen zu zuckeln, weil sie einfach instinktiv die Bewegung suchen. Und wenn sie dann erst noch in dem scheiß Iglo eingesperrt sind, zeigen sie natürlich noch viel mehr Verhaltensstörungen, weil sie absolut keinen Reiz und keine Bewegung bekommt. Aber gut, der Bauer hat jetzt seine Milch. Und wir haben unsere Milch im Müsli, wir alle sind glücklich. Aber scheiße, jetzt haben wir ein Kalb und das ist eigentlich auch einfach weiterhin ein Maul zum Stopfen. Wenn ein Kalb ein Weibli ist, wird sie meistens auch zur Milchkuh großgezogen und folgt dem Zyklus von künstlich Schwängern, frühe Trennung vom Kalb und dem Melken, so wie ihre Mutter auch schon. Wenn es aber ein Männchen ist, das bekannterweise keine Milch gibt, wird es 3 bis 6 Minuten gemästet und nachher geschlachtet. Und weil die Milchkuh aufgrund der hohen Belastung durch das Melken nach etwa 5 Jahren so total ausgelaugt ist, dass sie keine Milch mehr geben kann, folgt sie ihren Brüdern meistens auch ein bisschen später ins Schlachthaus. Weil das Fleisch aber von einer 5-jährigen ausgelaugten Milchkuh nicht mehr so zart ist wie von einem Jungspund, wird es dann meistens zu einem Big Mac oder zu einem Whopper. Das alles sind nicht nur Geistermärchen vom bösen Ausland, sondern das ist die Legalpraxis der Milchindustrie in der Schweiz. Da muss man zuerst auch mal verdauen. Ich habe 20 Jahre gelebt, ohne dass ich irgendetwas von dem Ganzen gewusst habe. Und ich habe gemerkt, dass ganz viele Leute, mit denen ich geredet habe, auch keine Ahnung haben vom Entstehungsprozess von Milch oder von Käse. Klar wird man als Milchindustrie lieber so ein Bild vermarkten. Wie so eins. Oder so eins. Oder so eins. Dann schauen wir mal ein bisschen die Eierindustrie an. Eier sind ja weiterhin eine sehr, sehr beliebte Proteinquelle in der Schweiz. So beliebt, dass im Jahr 2020 allein die Schweizer Bevölkerung 1,1 Milliarden Eier gegessen hat. Und wie so oft, wenn die Nachfrage von einem Produkt extrem hoch ist, muss ja die Produktion davon effizienter werden. Und wenn ein Produktionshaus von so einem Ei ein Huhn ist, kann man ja sich schon denken, wer den Aufwärtstrend vom Eierkonsum am stärksten wird gespürt bekommen. Wilde Hühner legen pro Jahr etwa 10 bis 15 Eier, weil halt die Produktion von so einem Ei eine extrem anstrengende Angelegenheit ist. Aufgrund der hohen Anforderungen der Kunden, um konstant immer mehr Eier zu haben, sind Hühner aber in den letzten Jahrzehnten so aufgezüchtet worden, dass sie nicht mehr 10 oder 15 Eier pro Jahr legen, sondern 300 Eier pro Jahr. 30 Mal mehr wie in der Natur. Das beansprucht natürlich so ein Hühnerkörper extremst und führt dazu, dass ein Huhn durchschnittlich nach 12 bis 15 Monaten gar keine Eier mehr legen kann, weil es einfach zu ausgelaugt ist. Und wie schon bei den Milchkühen werden dann auch Legehennen nach einem qualvollen Leben von 15 Monaten geschlachtet. Der McDonald's und seine Chicken Nuggets freut es natürlich sehr. Aber auch wenn der Eierkonsum nicht so hoch wäre, wie er momentan ist, gäbe es weitere Probleme. Bekannterweise legen ja nur Hühner Eier. Aber wie auch beim Mensch ist bei einem Huhn die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Huhn und kein Gückel gibt, etwa 50%. Weil Gückel wegen ihrem anderen Körperbau nicht für die Fleischproduktion geeignet sind, beziehungsweise ein Gückel nicht den Körperbau hat und das Fleisch hat, das sich der Konsument als Bulle vorstellt, werden männliche Bibeli gerade nach der Geburt auf einem Fließband ausselektiert und in den Schredder geworfen oder mit CO2 vergaset. Und das alles, um ein Rührei auf unseren Brunchtisch zu stellen. Die Probleme, die ich in dem Video angesprochen habe, haben überhaupt nicht das Ziel, zum Vegetarier irgendwie zu diskreditieren. Ich finde es super, wenn Leute sich Fragen zur Ethik und zur Moral für ein Essen stellen und haben Vegetarier definitiv schon gemacht. Ich wollte einfach ein bisschen Licht werfen auf die verschiedenen Prozesse in der Milchindustrie und in der Eierindustrie, weil ich persönlich bis vor 2,5 Jahren auch nicht gewusst habe, dass so viel Qual und Leid in dieser ganzen Industrie steckt. Und ich glaube, viele Vegetarier wissen das auch nicht, weil sonst hätten sie schon lange ihre Ernährung geändert. Und wie schon am Anfang von dem Video gesagt, ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ob Vegetarismus fürs Tierwohl eine effektiv bessere Option ist. Wenn man auf seinem Teller ein Fleisch einfach mit Käse oder mit Eier ersetzt, dann tritt man somit einfach die Nachfrage
von diesen zwei Produkten an. Und wie ich probiert habe, in dem Video zu zeigen, steckt so enorm viel Leid in dem ganzen Prozess. Kälbli werden für ihre Mütter gerade nach der Geburt getrennt. Die Fortpflanzungsorgane von Hühnern und von Kühen werden komplett vom Menschen gesteuert und für den höchsten Profit ausgebeutet. Die männlichen Bibeli und Kälber werden als unerwünschtes Nebenprodukt angeschaut und finden einen viel zu verfrühten Tod. Und Hühner und Milchkühe verbringen ihr Leben am Rand der physisch möglichen Höchstleistung und werden dann nachher totalst ausgelaugt geschlachtet. Wir können mithelfen, dem Leid ein Ende zu setzen. Reden wir darüber, was hinter den Kulissen abläuft. Und werden wir vegan.